Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum ersten FC Bayern Talk in der neuen Fußball-Bundesliga-Saison, Leute. Ähm, ja, zum Auftaktspiel, Auswärtsspiel in Gladbach. Ja, vom Ergebnis her würde ich sagen, geht in Ordnung. Spiel war teilweise wild und sehr zerfahren, also runtergebrochen. Hat keiner bei uns eine Top-Leistung gezeigt. Die ersten 20 Minuten waren wir gar nicht auf dem Platz, die letzten 20 Minuten auch nicht. Letzten 20 Minuten hat man ganz klar gesehen, dass einfach keine Kräfte mehr da waren. Hat man auch bei einigen Gladbachern Spielern auch gesehen. Aber Gladbach war insgesamt fitter. Die letzten 20 Minuten ging bei uns gar nichts mehr. Wirklich gar nichts. Die Auswechslung bzw. Einwechslung hat auch gar nichts gebracht. Ja, Coman hatte 1, 2. Ja, 10 zu nennen ist auch schon hart. Ja. Großen und Ganzen muss ich doch sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin. Dass es schwer werden würde, war klar. Ja. Die ersten 20 Minuten gingen klar an Gladbach. Und danach waren wir gut im Spiel. Ja. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass nach der Halbzeit wir irgendwie den Faden verlieren und Gladbach da nochmal eine gute, starke Phase hat. Hatten sie nicht. Wir haben das Spiel weiterhin bis zur 70. Also 68, 70 so rum in der Hand gehabt, haben gute Chancen gehabt. Sommer hat gut gehalten. Oder Levi hat nicht konzentriert genug den Abschluss gesucht, wie auch immer. Kann man drehen und wenden, wie man will. Ja, aber die letzten 20 Minuten war einfach enttäuschend. Bin ich ganz ehrlich. Also, das war nichts Ganzes, nichts Halbes. Stanisic, der bis dahin eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, vom abgesehen von 1, 2, 10. Ja, er musste ausgewechselt werden. Also denke mal, die Gladbacher haben es dann gezielt gemacht, zweite Halbzeit, dass sie immer auf ihn gepresst sind. Er war damit definitiv überfordert. Ja, auch Upamecano war schwach. Ja, es war nichts, muss man mal so sagen. Also der Einzige, der bei uns eine gute Form hatte, war der Neuer. Davis war dann auch besser, nachdem er das erste Gegentor, oder nachdem er das Gegentor, wir haben nur eins gekriegt, eingeleitet hat. Aber ansonsten, Goretzka war fast ein Totalausfall. Sané und Gnabry. Leute, da kann ich weitermachen, wo ich letzte Saison aufgehört habe. Also das war ein Trauerspiel. Müller war auch gar nichts. Levi, ja, okay. Aber wirklich, dass da einer in Topform war, mal abgesehen vom Neuer, wo man den Neuer dann nicht wirklich gut beurteilen kann. Zwar da mal gut rausgekommen, den einen hat er gut gehalten. Sonst hat er nicht wirklich was zu tun gehabt. Ja, Gladbach hatte viele gefährliche Szenen, gerade die letzten 20 Minuten halt. Aber davon ging ja fast nichts aufs Tor. Ne? Das war dann knapp daneben gerutscht und so eine Sachen waren es halt. Ja, die beiden Elfmeter-Szenen, den ersten hätte ich gegeben. Bin ich ganz ehrlich, der erste war für mich ein Elfer. Den zweiten hätte ich nicht gegeben. Das zweite war ein Hinschmeißen, er hat ihn, wenn, dann hauchzart berührt. Also den hätte ich auch nicht gegeben. Den ersten hätte ich gegeben, ja. Ich denke, da haben wir ein bisschen Glück gehabt, weil es dann keine glasklare Fehlentscheidung war, dass das deswegen nicht zurücknehmen durfte. Keine Ahnung, weiß nicht. Die blickt da keiner mehr durch bei den Regelauslegungen und dem Videoschiri. Klar, da haben wir Glück gehabt. Mit dem Ergebnis müssen wir zufrieden sein. Ich habe damit gerechnet, dass wir einen Unentschieden spielen, auch wenn ich einen Sieg getippt habe, weil die Hoffnung da war. Aber was ich heute gesehen habe von unserer Mannschaft, muss man ganz klar sagen, wir werden die nächsten 3, 4 Wochen noch riesige Probleme haben. Wir müssen, man hat es heute gesehen, man hat im Tank eine Halbzeit. Vielleicht 50 Minuten. Ja, mehr ist nicht im Tank bei den Leuten, die auf dem Platz standen. Und dann musst du in den 50 Minuten 2, 3 Hütten machen, damit du es dann irgendwie über die Zeit geschaukelt kriegst. Sonst sehe ich schwarz, bin ich ganz ehrlich. Ja,
So war zu erwarten, dass wir so Probleme haben durch die Nationalspieler und standen ja fast nur Nationalspieler auf dem Platz. Ja, das ist wie das Jahr davor. Was soll man machen? Ne? Was soll man da jetzt draufhauen oder sowas? Es ist verständlich. Viele sind noch nicht mal 2 Wochen im Training, haben nicht ein Testspiel gehabt, gar nichts. Das wird halt einfach dauern. Neuer Trainer, neue Philosophie. Hat man heute schon so ein bisschen gesehen, was so die Außen anbelangt. Dass da ein bisschen andere Taktik gefahren wird. Ja, aber der Zustand der Mannschaft ist katastrophal. Also was die Fitness anbelangt. Ja, keine Ahnung. Ich habe nicht bei einem Spieler irgendwie das Gefühl gehabt, der wäre topfit. Ne? Beim Stanisic, ja, aber der hab's ja dann so ab der 60. Minute hast du ja auch gemerkt, der ist fertig einfach. Ne? Der war einfach fertig. Der war noch eher fertig wie so ein Kimmich. Ich meine, Kimmich war gefühlt das ganze Spiel schon fertig. Von Goretzka brauchen wir gar nicht erst reden. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Am Ende, wenn man die letzten 20 Minuten nimmt, mit Sicherheit auch ein bisschen glücklich. Dafür hätten wir vorher schon locker 3, 4 Hütten machen können, wenn nicht müssen. Wären wir ein bisschen fitter, frischer gewesen, hätten wir mit Sicherheit auch 1, 2 davon gemacht. Was können wir sonst festhalten aus dem Spiel? Der Ecken schießt immer noch nur der Kimmich. Was ich davon halten soll, weiß ich noch nicht. Immerhin ist ein Tor gefallen nach einer Ecke. Keine Ahnung, werden wir sehen. Und ansonsten würde ich sagen, schmeißen wir einen Blick in die Statistik. Und dann vergebe ich mal Noten und dann sind wir durch damit. Also, denke, das müssen wir jetzt nicht zu sehr überbewerten, die ganze Geschichte. Von daher, lass uns mal reingucken. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber normalerweise so torschussmäßig und sowas müssten wir auf jeden Fall vorne sein, würde ich sagen. Ballbesitz. 34% für Gladbach. Wow. Ja, es ist ja oft so, dass dann so die letzten Eindrücke in Erinnerung bleiben und die letzten 20 Minuten war Gladbach klar besser, das muss man ganz klar so sagen. Aber wenn man das jetzt hier sieht, auch hier die Statistiken gleich. Ja. Abseitsstellung 3-4, Fouls 7-4, Zweikämpfe 50-50. Wenn wir 50-50 haben, muss man ja fairerweise sagen, müssten wir bis zur 70. locker bei 60-40 gewesen sein für uns. Weil gefühlt haben wir die letzten 20 Minuten kaum einen Zweikampf gewonnen. Schüsse insgesamt 11-21. Ja, was da immer als Schüsse gezählt wird, wisst ihr selber. Schüsse aufs Tor schon interessanter mit 4-9. Von den 9 waren 3 schwach. Der Rest waren alles gute Chancen, die man hätte machen können. Wenn man dann jetzt auch noch gerade in der 94. Minute an das Kimmich-Ding denkt, was er, wenn er ein bisschen mehr Kraft gehabt hätte, ein bisschen mehr Frische, hätte er den wahrscheinlich auch reingemacht. Aber genauso auf der anderen Seite hätten die Gladbacher wahrscheinlich auch 1, 2 gemacht, wenn sie ein bisschen frischer gewesen wären. Flanken 9-18, also wie man sieht, Statistik ist ganz klar für uns. Ja, ich war bis zur 70. auch so. Ne? Aber ich habe mir dann, man hat schon gemerkt, so, wir hätten halt ein Tor machen müssen. Man hat schon gemerkt, ja, dass es immer schlechter wurde quasi. Gewonnene Zweikämpfe, Davis 13, Upamecano 11, Süle 8. Ballkontakte, Davis 111, Kimmich 105, Süle 102. Süle hat für mich auch ein ganz gutes Spiel gemacht, hat aber auch 1, 2 harte Stellungsfehler gehabt. Was ist das denn? Gefoult worden. Upamecano einmal, Levi einmal, Musiala einmal. Auf Gladbacher Seite Scully zweimal, einmal Hermann, einmal Player. What the hell? Sagt doch alles aus, oder? Da hat man noch so ein bisschen... Wo man fairerweise... So wirklich Freundschaftscharakter hatte man nicht, muss man sagen. Aber man hat jetzt aber nicht so die harten Zweikämpfe gesehen, ne? Obwohl so gerade die ersten 20 Minuten waren die Gladbacher schon echt bissig, ne? Schüsse insgesamt, Levi 6, Sané 3, Goretzka 3. Ja, Sané war gar nichts, Alter. Torschussvorlagen, Kimmich 5, Levi 2, Davis 2. So viel mal zu den Statistiken.
Was ich ein bisschen schade finde, was ich schon mal noch vorwegnehmen kann, bevor ich hier mal auf die Aufstellung switche, ein paar Minuten verteile. Die Wechsel waren für mich viel zu spät. Gladbach hat viel eher gewechselt, was ihnen sichtlich gut getan hat. Dadurch sind sie viel besser ins Spiel gekommen und dann hast du auch den Leuten keinen Gefallen mehr getan. Ja? Und dann kamen sie in die Mannschaft, wo wir schon hart unter Druck standen. Und gerade so Müller, der das ganze Spiel nicht wirklich im Spiel war, der hat schon, also wirklich gute Aktionen hast du von Müller kaum gesehen. Stoppfehler, Pässe ins Nirgendwo und hin und her und ach, keiner. Und hätte man viel eher auswechseln müssen. Das soll gar keine Kritik jetzt sein, dass er scheiße ist oder sonst was. Wie gesagt, man muss die Umstände sehen, die einfach da waren oder da sind mit der Vorbereitung. Und das hat man gesehen, aber da hat man ihnen auch keinen Gefallen getan, bin ich ganz ehrlich. Genauso wie Sané und Gnabry, Leute, die waren beide. Ich muss mich echt zusammenreißen, weil das ja natürlich für die beiden auch gilt. Ja. Aber das war halt auch nichts. Und die hätte man schon locker zur 60. rausnehmen können. Beide. Wirklich beide. Mit dem Müller zusammen. Hätte sie komplett vorne mal durchwechseln können. Das war halt nichts. Ja. Und gerade da haben wir wenigstens so ein paar Alternativen gehabt. Mit dem Coman, mit dem Musala. Ja, auch mit dem Schupo. Warum nicht? Ja? Wie gesagt, Stanisic verstehe ich, hätte man aber auch nochmal 10 Minuten eher rausnehmen können. Der war halt einfach platt. Also erste Halbzeit hat er wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Auch zweite Halbzeit hat er ein gutes Spiel gemacht. Hat aber dann zweite Halbzeit so 2-3 Mal Angriffe eingeleitet für Gladbach. Aber ich denke, auf der Leistung für den jungen Jos kann man definitiv aufbauen, muss ich sagen. Also auf jeden Fall besser wie ein Jonas Saar letzte Saison war. Heute haben wir nicht viel gesehen. Die 10 Minuten, die er auf dem Platz war. Ja, aber warum nicht, ne? Warum nicht? Hätte schlechter laufen können, sag ich mal. Gut, ich würde sagen, vergeben wir mal Noten. Neuer will ich eine 3 geben. Ja, den einen Ball hat er gut gehalten, ansonsten hat er nie wirklich was zu tun gehabt, muss man fairerweise auch mal sagen. Niklas Süle. Süle sehe ich zwischen 3 und 4. War eigentlich gut. Zweikampfwerte waren gut, wie bei Upamecano auch. Aber beide haben harte Stellungsfehler drin gehabt, zwischenzeitlich. Ja, tue ich mich schwer. Ich würde ja eine 3 minus bis 4 für beide. Ja, klar, Upamecano war auch sehr zweikampfstark, haben wir gesehen in den Statistiken. Aber auch sonst. So, das Passspiel war von beiden nicht so gut. Ja, und beide haben harte Stellungsfehler einfach drin gehabt. Das war so das Ding, was mich so ein bisschen getriggert hat. Da fand ich den Stanisic schon ein bisschen besser, so vom Stellungsspiel her. Da hat man halt gesehen, dass er Probleme hat, wenn er unter Druck ist, ne? So ein bisschen. Aber man muss dann fairerweise auch sagen, er wurde auch oft alleine gelassen. Genauso Davis auf der anderen Seite. Also, dass du mal einen Sané oder einen Gnabry hinten gesehen hast, was okay ist. Wenn das taktisch so ist, habe ich ja schon in meinem Vorschau gesagt hier auf die Bundesliga-Saison, dass der Nagelsmann da ein bisschen anders tickt. Aber da muss da vorne auch mehr Leistung kommen von beiden. Das war gar nichts heute. Gar nichts war das. Ja, der Gnabry hat mal einen guten Pass gespielt. Ja, der Sané hat mal einen guten Pass gespielt. Hat sich einmal gut da befreit aus dieser einen Situation. Aber im Großen und Ganzen für das, was die beiden können. Aber wie gesagt, auch da zählt natürlich die Sache, die ich angesprochen habe. Mit keiner Vorbereitung. Alphonso Davies fand ich am stärksten von den Vieren da hinten. Ja, bei dem Tor war scheiße. Ja. Da sah aber auch Upamecano und Süle dann auch nicht gut aus. Was aber auch normal ist, wenn man den Ball in dem Bereich verliert. Und auch gegen Gladbach, die spielen das halt nun mal so, wie sie es schon immer spielen. Aber danach war Fonsi echt gut im Spiel. Auch gerade Offensivszenen hat er gute gehabt, hat das Spiel gut angekurbelt über die Seite. Gnabry hast du da nicht gesehen, oder? Muss man mal ganz klar so sagen, obwohl das eigentlich sein Job ist.
Von daher würde ich Fonsi eine 2 geben. Stanisic, Stanisic will ich auch wie Süle und Upamecano so zwischen 3 und 4 sehen. Goretzka war für mich eine 4. Eine schlechte 4, Leute. Da bin ich echt human. War gar nichts. Erste Halbzeit, er hat hinten nicht einen Zweikampf gewonnen, vorne war gar nichts. Da hat man gesehen, wir brauchen eine Alternative auf der Posi. Punkt. Wir brauchen für diese Saison eine Alternative. Ja. Ich muss es nicht begründen, oder? Wir brauchen einfach eine Alternative. Ob die Tolisso heißt, wenn er bleibt, ob die Sabitzer heißt, ob die sonst was heißt, ist wurscht. Wir brauchen da eine Alternative. Thomas Müller ist für mich auch eine 4. War ein bisschen besser wie Goretzka, aber war gar nichts. War wirklich gar nichts in meinen Augen. Kimmich war für mich noch so der Lichtblick, so würde ich eine 3 geben. Aber auch da hat man gemerkt, gefühlt von der ersten Minute haben gerade die 3, Goretzka, Müller, Kimmich, sich über den Platz gequält. Ja? Wirklich gequält, war für mich der Eindruck. Sané und Gnabry kannst du beide über einen Kamm scheren heute. Gibt's auch eine 4. Wirkten beide ein bisschen fitter wie die anderen 3. Aber ja, nach hinten gar nichts, beide. Wirklich gar nichts. Und dafür war es vorne viel zu wenig. Ja, Sané kam dann so nach der ersten 25 Minuten, so kam er ein bisschen besser ins Spiel. Zweite Halbzeit hast du gar nicht mehr gesehen, so gut wie. Genau wie ein Gnabry, er hat den einen Pass da noch reingespielt auf den Fonsi. Aber ansonsten, gefühlt stehen die irgendwie 80 Minuten irgendwo auf dem Feld, die siehst du nicht. Und die 10 Minuten, wo sie da irgendwie Aktionen haben, ist alles so halb. Ja, da war nichts Ganzes, nicht mit Zug. Dann immer diese Schlenzer-Scheiße da aufs Tor und sowas. Also, nee. Levi, ja auch Levi hast du gemerkt, dass er nicht fit ist. Hast du definitiv gemerkt. Hat es dafür ordentlich gemacht, will ich eine 3 geben. Hat er ein Tor gemacht. Hätte locker noch 2 mehr machen müssen. In meinen Augen bei den Chancen. Aber ja, man hat gemerkt, einfach die Jungs, die auf dem Platz standen, waren nicht wirklich fit. Ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Kingsley Coman für eine Viertelstunde. Ja. Man tut den Leuten keinen Gefallen, wenn die für eine Viertelstunde oder wie ein Choupo-Moting für 8 Minuten kommen. Also auch ein Buona Sarr für 8 Minuten. Gut, da waren noch 5 Minuten Nachspielzeit, waren es immerhin 13. Aber finde ich, tut man den Jungs keinen Gefallen. Man hätte der Mannschaft besser geholfen, wenn man nach 60 Minuten 3 Spieler ausgewechselt hätte. Das hätte nochmal ein bisschen frischen Wind gegeben. Da waren wir noch einigermaßen gut im Spiel. Die 3 mit dem frischen Wind hätten die Mannschaft dann vielleicht nochmal mitreißen können. So dass man vielleicht auch nochmal 10 Minuten länger durchgehalten hätte. 10 Minuten länger durch Euphorie irgendwie durchgehalten hätte. So war das nicht der Fall. So kamen die 3 Spieler dann auch gar nicht mehr ins Spiel, wirklich, weil alles andere nur noch Stand und Tot war bei uns. Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Buona Sarr, Choupo-Moting, Musiala und Coman können wir nicht wirklich bewerten da für die paar Minuten. Und wie gesagt, man hat denen damit keinen Gefallen getan, in meinen Augen, die zu so einem späten Zeitpunkt einzuwechseln. Ja, wie gesagt, ich habe ja damit gerechnet, dass es schwierig, dass wir Schwierigkeiten haben werden. Aber die letzten 20 Minuten haben mich schon überrascht, dass wir wirklich so, mal abgesehen von Kimmich, der noch irgendwie dagegen gehalten hat, versucht dagegen zu halten. Aber alles andere war, ja, keine Ahnung. War einfach nicht in der Lage, irgendetwas zu tun. Ja, klar, der Süle und der Upamecano haben noch alles reingehauen, was ging. Waren unter Dauerstress. Fonsi war auch noch okay, war auch noch so einigermaßen im Spiel, hat nochmal alles versucht, alles rausgeholt. Aber wenn ich dann sehe, dass so ein Alphonso Davies erst seit einer Woche im Training ist, weil er vorher verletzt war, ja, dann ist das traurig bei Goretzka, Müller und so weiter, Gnabry, Sané, Kimmich, dass die in so einem Zustand, Fitnesszustand sind und Davies in so einem Zustand. Da muss man dann ganz klar auch mal sagen, ja,
Hätten sie vielleicht mal, keine Ahnung, im Urlaub ein bisschen Gas gegeben, was weiß ich. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch klar sagen, ja, wenn die Jungs dann irgendwie nach so langer Zeit mal 2, 3 Wochen Urlaub haben, dann sagt man halt einfach auch Arschlecken, ne? Man muss den Akku aufladen. Verstehe ich schon, ist bei mir nicht anders. Von daher, ja, wären schwierige nächste Spiele. Wir können ja nochmal einen Blick riskieren, wer es ja letztes Mal nicht gesehen hat, im anderen Video. Kommende Spiele. Dortmund Supercup, Alter, ist es so ein Spiel, was wir nicht brauchen. Ohne Scheiß, ich würde die zweite Mannschaft dahin schicken. Ohne Witz, das Spiel bringt uns gar nichts. Es fickt nur unsere Mannschaft, die eh schon im Arsch ist. Das hat man heute ganz klar gesehen. Wir können dieses Spiel absolut nicht gebrauchen. Wirklich nicht. Es ist ein absoluter Witz, dieses Spiel zu diesem Zeitpunkt der Saison zu machen. Ja, wir können es nicht, aber ich weiß nicht, wie es in Dortmund ausschaut, also wir können es nicht gebrauchen. Im schlimmsten Fall kriegen wir dadurch noch 1, 2 Verletzte, weil wir jetzt schon wieder, ja, in 4 Tagen spielen und dann spielen wir schon wieder in 5 Tagen. Dann spielen wir schon wieder in 3 Tagen, dann spielen wir schon wieder in 3 Tagen. Also wir starten von 0 auf 1000. Ja, wir starten von 0 auf 1, 2, 3, 4, 5 Spiele alle 3 Tage. Also diese 5 Spiele werden hart werden. Werden wirklich hart werden. Danach ist, glaube ich, Länderspielpause. Ja, da kannst du nur hoffen, dass einige sagen, ja, ich bleibe mir im Arsch zu Hause und fahre nicht zur Nationalmannschaft. Ansonsten wird es da auch nicht besser werden. Aber das Programm wird uns ficken. Sag ich euch ganz ehrlich, was ich heute gesehen habe. Dortmund wird schwer, Köln wird schwer. Die haben den Baumgart-Dinger da, Baumgart als Trainer, da, die sind heiß, hat man schon im Freundschaftsspiel gesehen. Hertha, keine Ahnung, kann ich noch gar nicht einschätzen. Und dann ist Leipzig. Also das wird eine harte Geschichte. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in den 4 Tagen irgendwas groß trainieren können. Ne? Was willst du machen? Die Jungs waren fertig nach 70 Minuten. Das hat jeder gesehen. Was willst du da trainieren? Da kannst du gucken, dass du regenerierst und das kannst du hier bis zum Hertha-Spiel so durchziehen. Was willst du da trainieren? Wir spielen alle 3 Tage. Und auswärts wieder. Wir spielen wieder auswärts. Kommt auch noch dazu. Wir haben 3 Auswärtsspiele in der Zeit. Kannst du knicken. Also die Mannschaft wird in keinen besseren Zustand kommen. Ja, man baut vielleicht eine gewisse Spielfitness auf. Die Jungs sind alle erfahren genug. Aber das machst du jetzt auch nicht mal in 1, 2, 3 Spielen. Ne? Also ich sehe da, ja, wird hart werden. Wird wirklich hart werden. Wir brauchen halt einfach hier, so wie hier dann. Aber dass wir direkt mit 5 Spielen alle 3 Tage starten, ist, ja, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, wo wir hier, mit wie vielen Punkten wir nach diesem Spiel hier stehen. Also, ja, verstehe ich nicht. Also so eine Planung kannst du knicken, sag ich euch ganz ehrlich. I don't know. Erst recht dieses Spiel hier. Also ich würde es boykottieren, ganz ehrlich. Scheiß da auf die 2 Millionen, die du da kriegst oder was. Das macht keinen Sinn, dieses Spiel. Also ganz ehrlich nicht. Und Dortmund hat auch nicht wenig Nationalspieler, also für die wird es wahrscheinlich genauso wenig Sinn machen. Aber keine Ahnung. Gut, das soll es gewesen sein, Leute. Wie immer, haut mir eure Meinung rein. Ansonsten, rot-weiße Grüße gehen raus. Das wir die ganze Zeit vergessen habe. Hier, bitteschön. Falls ihr noch nicht abonniert habt, euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, abonniert gerne den Kanal. Und ansonsten sehen wir uns, ja, ihr seht's ja. Aber wir spielen alle 3 Tage, also gibt es auch alle 3, 4 Tage ein kurzes Video von mir. Ja, in diesem Sinne. Tschüssi.